Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung Straßburg live hier aus dem Europaparlament. Wo wir sind heute zu Straßburg zusammen mit Isabel Wieseler. Mein Name ist Christoph Hansen und wie gewinnt berichte mir ich über die Plenarwoche, über die Session plenär hier im Europaparlament. Isabel, diese Woche haben wir den sogenannten Sakharov-Preis hier verdient. Kannst du uns sagen, du setzt dich ganz viel auch für die Menschenrechte hier im Europaparlament an. Wie kriegt denn das Jahr auf die Welt kriegen? Ja, meine Hauptkommissionen sind effektiv die von der Außenpolitik und von den Menschenrechten. Und ich muss sagen, dass ich ganz hilfreich war, das Jahr wir können Sakharov-Preis mit rauszusichern, wie es soll gehen. Und wir haben den Ilham Tohti, der ist ein Uigur, der an einem Internementscamp an China sitzt, und zwar in der Provinz von Xinjiang. Und wir haben dezidiert, dass den Sakharov-Preis kreieren. Und es war eine ganz emotionale Zeremonie. Es war sein Durchste, die da war. Hier in der Prison seit 2 Jahren hat er keine Ahnung, wo er drin ist. Gar keine Nachrichten mehr von ihm. Sodass wir mal nicht wissen, ob er weiß, dass er den Sakharov-Preis gekriegt hat. Und das ist ganz wichtig, dass es die Person ist, die das Jahr den Sakharov-Preis gekriegt hat. Wir haben auch zur gleichen Zeit eine Resolution geholt am Parlament und der ich mit negoziert habe. Und ich bin ganz froh, dass wir eine large Unanimität am Plenum gekriegt haben. Das ist nämlich so, dass wir über 1 Million Uiguren an den Camps sitzen haben. Und es ist nicht richtig, wie das geht. Das ist eine ganz enge Bewahrung von der Bevölkerung. Denn Ilham Tohti hat sich angesagt, für friedlich die Rechte von den Uiguren hochzuhalten. Das ist ein Ökonomieprofessor, den wirklich versucht hat, auf eine ganz friedliche Art und Weise die Rechte zu verteidigen. Am Dach ist zu einem lebensjährigen Prison verurteilt gehen. Das sind Sachen, die man nicht akzeptieren können und die man muss am Europaparlament wirklich darauf hinweisen, und versuchen, das Beste zu machen, für das auch China darauf aufmerksam geht, dass an der Provinz von Xinjiang also wirklich eine Überwachung, die global ist von der Bevölkerung. Und da gibt Methoden angesagt, mit denen wir wirklich absolut nicht können, auch verstanden sind. Christoph, das war wirklich die Resolution, die wir eine von den ganz wichtigen Resolutionen, die wir geholt haben. Ein ganz emotiver Moment, effektiv, wie du siehst, wie sein Durchstag geschwärzt hat, so nach seinem Finger Haut ausgegangen. Ja, ich hatte Chance, auch effektiv nur nach persönlich mit seiner Durchsatz zu schwätzen. Und ich bewundere den Courage, den er tut, für das zu machen. Er hat gesagt, dass er Angst hat. Er hat richtig Angst, seine Mama hat sogar gefragt, für nicht auf Straßburg zu kommen. Da das noch nie für darüber geschieht, muss man sich wirklich vorstellen, wie die Leute leben und wie schwierig das ist, am Alter sich erdrückt spüren, und wissen, dass all Moment kann geholt gehen an so ein Camp gesagt gehen. Also es sind schon Situationen, die muss gucken, für darauf aufmerksam zu machen und so viel wie möglich zu machen, für das sie sollen ändern. Wir haben als Parlament gefragt, für das Ilham Tohti soll freigelost gehen, und das überhaupt die Uiguren, die da interniert sind, ohne irgendeinen Krim gemacht zu haben, für das sie sollen freigelost gehen. Ja, und du, Christoph, du hast eine extrem anstrengende Woche. Wir haben wirklich schnell mal Cap gemacht, was das Wasser belangt. Naja, das ist richtig. Ich hatte effektiv eine ganz lange Nacht. Wir waren an der Verhandlung am Parlament, das ist ein Rapport ob der Trinkwasserdirektiv. Du war mal an der finalen Phase, wir haben eine Position vom Parlament an die vom Conseil, wir müssen immer bei ihnen kriegen. Das nennen wir hier am Jargon, nennen wir das Trilog-Verhandlungen. Und dann haben wir die ganze Nacht verhandelt, für eben Kompromisse zu finden.
op enger ganz rich wichtige Punkte, weil Trinkwasser ist natürlich etwas, was wir alle Guten am Alltag brauchen. Wir sind uns nicht bewusst, dass effektiv auch an der Europäischen Union 6 bis 8 Millionen Leute keinen Zugang auf proper Trinkwasser haben. Und das ist etwas, was wir müssen ändern. Und da gibt es eine Bürgerinitiative, sogenannten Right to Water, Recht zum Wasser, die 1,9 Millionen Unterschriften bei NECRIT hat. Und darauf sind die Kommission dezidiert, die Trinkwasserdirektive, die schon 20 Jahre alles abzumachen. Und da notamment einerseits Parametern anzupassen, das heißt Grenzwerte für verschiedene Schutzstoffe. Mehr war auch für den Access zum Wasser eigentlich dran festzuschreiben, weil das war etwas, was an der Trinkwasserdirektive nicht dran war. Und da haben wir zum Beispiel festgeschrieben, dass an allen Memberstaaten auf öffentlichen Plätzen müssen Trinkwasserinstallationen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Plätze, wo die Leute können kommen und hier Flaschen abfüllen zum Beispiel. Und das ist besonders wichtig für Leute, die kein Fest daheim haben. Dazu gehören Leute, die auf der Straße müssen leben, aber auch zum Beispiel Minoritäten wie Roma in Europa. Das sind wir auch per Definition les gens du voyage, die dann eben noch keine feste Wohnung haben. An proper Trinkwasser also war wichtig aus sanitären Gründen, weil ich meine, das Wasser ist auch ein Gesundheitsfaktor. Wenn es nicht proper wäre, hätten wir ein großes Problem. Das heißt, wir wollen eben, dass jeder Access zum Wasser kriegt. Das hat ja auch eine ökologische Dimension. Das hat eine ganz große ökologische Dimension, weil wir nicht vergessen, ganz viel Flaschenwasser gibt noch immer Plastikflaschen durch. Das ist ein großer Auffallsfaktor. Man muss noch gucken, auch Gläserflaschen sind nicht unbedingt nicht ideal. Weil wenn wir gucken, was eigentlich an Energie gebraucht wird für eine Flasche Wasser, bei durch auf den Tisch zu bringen, wenn man eine holen, die aus der Großregion kannst du rechnen, dass pro Liter 150 Milliliter eigentlich im Carburant nötig sind, für den Liter Wasser hinzubringen. Wenn man Wasser holen, was zum Beispiel aus Italien bis dahin gefordert wird, da sind wir schon bei 300 Milliliter pro Liter. Wenn du dann so Flaschen Wasser den Tag trinkst, von so einem Wasser, was von weit hier kommt, hast du eigentlich schon 600 Milliliter Carburant auf dem Gewissen und auch auf dem Klimagewissen. Und dafür wollen wir einfach die Leute mehr dazu bringen, mehr Trinkwasser aus dem Grund zu holen, weil da ist es nämlich so, für 1 Liter Wasser bis bei den Schirm zu kriegen, gehen 0,3 Milliliter Carburant gebraucht. Das heißt, eigentlich ist eine Flasche Wasser aus der Flasche 1000-mal mehr schlecht für die Umwelt wie ein Liter Trinkwasser. Und das ist etwas, wo wir ganz klar daran schaffen, noch für das Vertrauen an all die Länder an Trinkwasser noch zu erhöhen. Und dafür haben wir auch verschiedene Grenzwerte angepasst, nur innen natürlich, nicht einmal was den Bleigehalt angeht. Wir wollen aber auch neu verschmutzen, eigentlich, die 24 Jahre eigentlich noch nicht festgestellt gehen. Gehen zum Beispiel die sogenannten Perturbateurs endokriniens, das sind hormonaktive Stoffe, die man an der Natur finden, zum Beispiel die durch Plastikstoffe eigentlich können an die Natur gelangen, für das man da auch, und du hast den für uns, den am meisten wirken, und da haben wir eine fixe Valeur-Limite eigentlich vorgeschrieben, das ist ganz neu. Dann wollen wir aber auch die Kommission auffordern, weil zum Beispiel Mikroplastik, wenn das etwas, was ganz viel am Wasser präsent ist, für das man dann auch eine Testmethode kriegen, für die Mikroplastik zu detektieren. Erstens, und dann gucken wir dann nur, wenn wir bis die Methode tun, wie dann auch Limite festzulegen, weil auch das ist nicht gut. Wir haben Studien, dass es auch just durch Trinkwasser, was nicht auf der höchsten Qualität war, Plastikstähler bei uns am Körper rumfallen, und das ist natürlich fatal. Dann in anderen Deel, wie natürlich ganz wichtig ist den Access auch zu den Informationen, wenn man will, dass die Leute können gucken, wie ist die Qualität vom Trinkwasser. Und das überrascht viele Leute, mir oft als Trinkwasser aus dem Grund viel besser, wie das, was überhaupt an den Flaschen ist, weil eben viel mehr Parameter und viel mehr streng kontrolliert wird, wie bei dem Flaschenwasser. Und dafür wollen wir heute Vertrauen von den Leuten an das Wasser erhöhen. Wir haben einen großen Schritt gemacht. Du musst mal noch ein bisschen die technischen Affinitäten noch ein bisschen ausdeutschen. Das nennen wir die Legal Scrubbing. Aber dann muss der Total noch vom Conseil angeholt gehen. Und wir werden wahrscheinlich in der Plenär am Februar darüber aufstimmen. Also Christoph, nicht so wie immer gesagt wird, habe ich ganz konkret am Alltag eine Inzidenz von einer Reglementation
op de Leiit hierem Liwen, wat ihnen aber auch wirklich etwas ganz Positives bringt. Für die Gesundheit dann noch für de Portemonnaie, weil das Okay. auch, wenn du guckst, eng Flasch Wasser kascht mal suen, für dieselbe Preis von enger Flasch Wasser, die du am Supermarché kaufst, kriegst du 500 bis 700 Liter, das hängt davon auf, wie eng Flasch das du kaufst, eigentlich für dieselbe Preis heim geliefert. Und ich meine, das dann noch gut am Portemonnaie aufwenden kann. Absolut. Okay, ich wollte noch einen anderen Punkt, wenn du willst, Gerne. abordieren, das ist den von dem. Ich hatte ja viel drunten über den Sakharov-Preis geschwärzt, und das ist ja etwas, was dann nach Hause gegangen ist, ein chinesischen Bürger. Und wir sahen dann China, wie sie sollen funktionieren und wie sie die Sache sollen handhaben. Und ich muss sagen, dass wenn wir das so für China, dann müssen wir aber auch bei uns in Europa alles machen, für dass die Sache bei uns klappen. Und wir hatten das, an dieser Plenarsitzung zu Straßburg, wo wir den Fall von Malta an die Hand geholt. Und wenn der Herren hat, es muss in sich leider am Anfang geholt vorstellen, ich fand es incroyable, dass in Europa für bald 2 Jahre eine Journalistin einfach umbrucht ging. Umbrucht ging, weil die Enquete gemacht hat über Korruption. Aber wenn man dann bedenkt, dass die Enqueten bis auf die Höchststufen von der Regierung, von der maltesischen Regierung feiern, das ist absolut inakzeptabel. Und sind am Anfang geholt hilfreich, dass das Europaparlament, die Plenum an einer ganz breiten Majorität wirklich freut, für das der Premierminister da soll seine Demission gehen, für das die Enquete kann so proper wie möglich schlafen. Das sind inakzeptable Sachen. Fundament für Demokratie ist eine freie Presse. Aber wenn so Sachen geschehen, wie das zu Malta geschieht, dann sind wirklich die europäischen Fundamente von Rechtsstaatlichkeit, von Pressefreiheit, die auf Frohgestalt gehen. Und dann können wir nicht mehr sicher sein, dass wir in Europa so können fahren, wie wir wollen. Dafür sind wir froh, dass das Parlament so reagiert wird, wie es reagiert wird, und dass wir so in dazu Sachen inakzeptabel sind und dass wir so Sachen in Europa nicht dürfen tun. Ich meine, das wollte ich wirklich präzisieren. Das ist eine ganz wichtige Message, die du siehst, weil effektiv Pressefreiheit ist ein von unseren Grundrechten. Und ich meine, wenn wir wollen, dass die Leute eigentlich richtig informiert gehen, brauchen wir wirklich Pressefreiheit, absolut. Weil sonst kommen wir an Zeiten zurück, die wir uns wirklich nicht wollen, zurück erdenken. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, ich wollte eigentlich noch über den Brexit ganz kurz schwätzen. Wir haben schon ziemlich überzogen von der Zeit. Vielleicht just 2 Sätze. Ich meine, der hat mitgekriegt, dass an Großbritannien gewählt ging, dass Boris Johnson eine ganz klare Majorität wird tun und dass der Brexit ohne Zweifel wird stattfinden. Da werden wir in Zukunft noch darauf zurückkommen. Für mich gibt es eine ganz spannende Zeit, weil ich werde den Rapporteur hier im Europaparlament gehen, für das neue Handelsaufkommen, was man nun am 31. Januar muss Martine verhandeln. Felicitationen, Christoph. Merci. Ich weiß nicht, ob ich merci soll sagen oder ob ich mich soll bedauern, weil das effektiv gibt eine große Herausforderung. Normal Handelsakkord, also nicht mehr zwischen 10 und 15 Jahren brauchen, haben wir 11 Monate für den Handelsakkord aufzuschließen. Das gibt extrem anstrengend. Challenge. Ich freue mich drauf, mit werden wir noch viel Arbeit für dir stehen. Ich meine, das ist ein Aufschluss vom Jahr, das ist immer auch für ich einen guten Rutsch zu wünschen. Schön feierlich, schön christlich. Und ich hoffe, dass wir mit der Familie zusammen können feiern, mit der Familie und ihren Freunden. Wir werden da doch probieren zu machen, für mal 1-2 Wochen ein bisschen aufzuschalten. Isabel. Sonja, vielmals merci für die Nullausstrahlung. Wir werden nächstes Jahr weiter dieses Format weiterführen. Wir können Nachrichten zu gehen vom Plenum aus für Straßburg aus. Ich alle Gute ganz, ganz schön christlich. Alles gut am neuen Jahr, einen guten Rutsch und bis die nächste Kehr. Merci, guten Rutsch.